Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa. Das Woche für Brüssel. Wir haben das Woche profitiert, für die nächste Woche vorzubereiten. Nächste Woche ist Plenarsession zu Straßburg. Und da gehen all die Dossiers, die hier Morde de Jeu sind, da gehen die an den einzelnen politischen Gruppen diskutiert. An den einzelnen Komitee gibt es sein Projekt geführt, wird darüber debattiert. Es gibt dann noch natürlich nach eine Party-Richtlinie festgelöst, wie eine Fraktion soll, wie eine Richtung dass wir sollen gehen, wie wir sollen aufstimmen. Ob schon das immer noch am letzten Moment kann aber ändern. Das ist so, dass die nächste Woche am Anfang zwei wichtige Dossiers im Programm stehen. Das ist einerseits die bulgarische Präsidenz und die österreichische Präsidenz. Ihr wisst, dass die Präsidenz innerhalb des Conseil, die einzelnen Minister von den Memberstaaten, dass die alle 6 Monate wechseln. Und die 6 Monate, die noch verflossen sind, das heißt von Januar bis jetzt, waren es Bulgaren und die gehen dann noch an die Hände von den Österreichern. Das ist ein Exerzice, der regelmäßig stattfindet. Und ich muss sagen, dass binnen den 6 Monaten probiert natürlich alle Präsidenten, ja, ein paar die Dossiers, die sie sich als Priorität setzen, für die auch durchzukriegen, für innerhalb des Conseil eine gemeinsame Vorgehensweise, eine Approche general zu kreieren. Und wir am Parlament machen dann noch ein bisschen dieselben Exerzice, zwar nicht auf 6 Monate begrenzt, aber wir schaffen plus ou moins auf den selben Dossiers, für dann noch, wie gesagt, zusammen, Parlament und der Conseil für eine Gesetzgebung fertig zu bringen. Die bulgarische Präsidenz, muss ich sagen, ich beschränke mich bewusst auf den Transport und auf soziale Beschäftigungspolitik, weil das die zwei Komitees sind, wo ich intensiv daran arbeite. Ich kann noch nicht schwätzen für die Agrikultur, ich kann nicht schwätzen für andere Bereiche, wo ich nicht so ganz genau am Detail dran bin. Aber am Transport für allem hat die bulgarische Präsidenz mich aber enttäuscht, muss ich sagen. Sie haben nämlich nicht fertig gebracht für eigentlich hier Interesse ein bisschen nicht an den Vordergrund, aber ein bisschen zurückzustellen. Und am Anfang zu versuchen, einen Kompromiss zu finden unter den anderen Memberstaaten. Das ist ein bisschen so der Rolle von einer Präsidenz, für zu sagen, wir gucken, dass die anderen Memberstaaten, dass wir die Meinungen sammeln und dass wir die zusammenkriegen, dass wir Kompromisse können schmieden, für dann, wie gesagt, eine Approche general im Endeffekt herzustellen. Das ist so, dass wir am Mobility Package, das heißt, die ganzen Dossier, alles was Kamionen ist, hauptsächlich über die Länge- und Ruhezeiten von den Chauffeuren, aber auch den internationalen Transport, alles was an die Entsendung fällt von den einzelnen Chauffeuren, von den einzelnen Arbeitnehmern. Dann noch die Kabotage. Die Kabotage ist nur einem internationalen Transport, wenn in einem anderen Land nach einzelnen Transporten machen kann und da an die nationalen Märkte am Anfang angreift. Das heißt, alles das haben wir versucht zu regeln. Im Parlament ist das schon ganz weit fortgeschritten. Wir haben am Anfang an den nächsten Podest als einzelne Rapporte fertig. Der Conseil ist da, Bulgaren sind nicht richtig vorgekommen, weil sie eben, wie gesagt, hier Interesse an den Vordergrund gestellt haben und sich nicht bemüht haben, für, wie gesagt, einen allgemeinen Kompromiss zu finden. Das ist bedauerlich, sodass am Anfang der nur dann an die Hände von den Österreichern wird übergehen. Ein Dossier, wo sie aber gut Arbeit gemacht haben, das ist das Dossier von den elektronischen Mautsystemen. Ihr wisst, Maut kennen wir aber besonders durch als deutsche Kollegen, weil das die letzten Jahre ganz viel am Gespräch war. Wir nicht mehr wir bezahlen teilweise Peage, teilweise was streckenaufhängig ist, mit Barriere geregelt, teilweise über Vignetten. Und hier ist am Anfang darum gegangen, für ein europäisches System zu finden, für das elektronisch zu regeln, was doch kompatibel mit ist, was interoperabel ist. Das heißt, dass man nicht eine Panoplie von verschiedenen Systemen innerhalb von Europa haben. Da sind wir, wie gesagt, zu einem Akkord. Heute kann es einen Akkord vom Parlament, heute auch einen Akkord, sodass dann am Trilog versucht wird, eine gemeinsame Gesetzgebung dort zu erstellen. Dann ist auch ein Bereich, wo die Bulgaren noch eine Regelung finden. Das ist alles, was die Lokation von Kamionen ist. Ihr wisst, dass Entreprisen ein paar die eigene Kamionen haben, dass sie aber auch ganz, ganz stark auf gelohnte Kamionen zurückgreifen. Und zwar, wenn sie so Spitzen haben, was saisonbedingt ist, wenn sie müssen Transporte durchführen, greifen sowieso gelohnte Kamionen zurück. Aber für das doch auch eine Harmonie innerhalb von Europa besteht, wird das auch ein bisschen geregelt gehen. Und das ist ihnen, wie gesagt, auch gelungen.
Dan is het zo dat ze ook aan de Marché-Publiek in hun vierstoos gemaakt, hoe ze am Fong aber nach zu keinem Akkord kommen sind. Dat is Marché-Publiek, dat heeft voor do a puncto méi proper Gefierer iwwer ze goen och bei Eis doheem gëtt ganz sterk vun Elektromobilitéit geschwert. De ganze Fuhrpark soll erneuert ginn an déi Richtung den öffentlichen Sektor sommer eng gute Beispiel fir goen. Dat ass alles China gut méi. Ich menggen muss awer bësse versichen mit Technik neutral ze diskutieren. Et werde noch nach einer Antriebsmöglichkeiten bestohe bleiben und wir müssen probieren, die auch mal anzubeziehen und die dann eben noch proper zu kriegen. Das kann nicht alles in kurzer Zeit in Richtung Elektromobilität gehen. An in Bulgarien, wie gesagt, eine technologieneutrale Approche, die dann am Conseil diskutiert wird, also wo wir am Parlament doch, wie gesagt, dieselben Exerzismen. Was ihnen nicht gelungen ist, das ist bei den Passagierrechten, sowohl bei den Fliegern, was im Moment dabei ist, wo Streit besteht, aber auch besonders bei den Zugpassagieren, wo Propositionen von der Kommission schon über die Jahre raus ist, wo wir als Parlament so bereit sind, für am Anfang zu negociieren. Da ist es am Conseil nach zu keiner Einigung von gehen. Da in Bulgarien, wie gesagt, auch das nicht fertig spricht. Die Europäische Agenz für Luftfahrt, da ist ein Akkord von gehen, der war eigentlich schon so gut wie fertig. Das heißt, an dem die international die Strategie für die europäische Luftfahrt auch im internationalen Kontext zu gehen, mit der unfairen Konkurrenz von den Chinesen, von den Katarien. Das heißt, alles an dem Bereich, und natürlich auch Moyen von der Europäischen Agenz für die zu stärken, hier mehr Pouvoir zu gehen, und auch die ganze Wolle von den Drohnen, geht immer mehr über Drohnen aufgewickelt und geht auch da heißt Zeit, dass wir Vorschriften kriegen. Und ich meine, das alles haben sie fertig, sprich für das, wie gesagt, anzubeziehen. Konklusion ist, am Transport ist ein bisschen gemischt. Sie haben ganz viele Dossiers, die in Österreich weitergehen. Am Sozialen ist es ein bisschen anders. Der Sozialbeschäftigungsausschuss, da ist eine Einigung von gehen am Detachement. Ich habe schon ein paar Mal von der Gelegenheit profitiert, für hierüber zu schwätzen. Das heißt, wann Arbeiter entsendet gehen an ein anderes Land. Da haben wir fertig gebracht in der bulgarischen Präsidenz, wie gesagt, gleiche Lohn für gleiche Arbeit auf der gleichen Platz als allgemeine Prinzip festzulegen. Muss ich gucken, wie das am Detail ausgesehen. Da wird nach Licht negociiert. Das ist aber so, dass auch ein besserer Schutz für die Arbeiter, für krebserregende Stoffe, der das auch ein Direktiv, die den nächsten Entwurf, den kommen als zweiten Entwurf, was auch in NRW, da hat Bulgarien schon ganz gut drauf geschafft. Das Schüssen mit den Dieselaufgasen, für die wir dann zu beziehen oder nicht mehr dann zu beziehen, an die krebserregenden Stoffe, da wird noch viel diskutiert, da ist auch noch keine Einigung von. Work-Life-Balance, für das dann ein bisschen an den Equilibre zu bringen, Familienzeit an Berufswelt, Arbeitszeit, das ist ein Dossier, wo sie nicht richtig vorgekommen sind, wo wir als Parlament schon bereit sind. Da muss ich so einen europaweiten minimalen Congé de Paternité, auch wie weit kann in den Congé von engem Partner auf den anderen überdrohen. Das ist Absicht, für das soll relativ einfach gehen. Dat nicht nur Mammen den Congé sollen holen, den Congé parental sollen holen, aber das auch eine Partie auf der Pap transferabel ist. Und dann natürlich also so, dass man auch ein Congé Proposition von der Kommission gutheechen für den Congé, wenn daheim pflegebedürftige Personen hat, für die, wie gesagt, für sich die zu kümmern. Koordination von den Sicherheitssystemen von der Sécurité sociale ist auch ein Sujet, die noch zu Lützeburg ganz kontrovers diskutiert wird. Als Arbeitsminister Nicolas Schmidt hat da nicht ein bisschen Zeit rausgeschlagen für Lützeburg, weil es für uns schwierig ist. Wir haben ganz viele Frontalien, die sollen in dem Moment, wo sie an der Chômage fallen, die sollen von dem Land entschädigt gehen, wo sie vielleicht geschafft haben, über Zeit wird diskutiert, über die Kontrollmöglichkeiten für allem wird diskutiert. Wenn die an hier das Land zurückgehen, wie kontrolliert das, wann sie eine neue Arbeit fallen, sichern sie werden eine neue Arbeit. Das heißt, da müsst uns Adam daheim
substanziell gestärkt gehen. Wir haben eine Reform von der ADEM gemacht, das hat schon ganz viel Krempes gekostet. Und wir müssen noch eine Reform gemacht gehen. Da sind wir im Moment nicht bereit für das können zu machen. Das geht einfach nicht. Da sind wir überfordert. Und ich meine, das allein kostet ein bisschen Zeit. Und der hat der Minister Schmidt versucht rauszuschlagen. Und ich meine, noch mehr am Parlament werden auf der Schiene weiter auch operieren. Digitalisierung als Sujet und dann natürlich auch ein Dossier, wo ich auch darauf schaffen, transparent an prävisibel Arbeitskonditionen, das heißt, wenn einen Job unholt, wer dann ihren Arbeitskontrakt stehen könnt, was für Informationen da direkt muss kriegen, was für Informationen da eventuell ein bisschen mehr Zeit kriegen. Das heißt, das alles, da sind Memberstaaten, die ganz firm auf der Bremse stehen, weil sie fährten, das gibt bürokratischen großen Aufwand gehen. Wir sind der Meinung, dass den ersten Troll von den Sozialpartner soll stärken, auch der Troll von dem Beschäftigten, dass den weiß ganz genau, was sein Arbeitsrecht ist, was für Klauseln da hat, Kündigungsfristen und so weiter. Das heißt, da muss, wie gesagt, die Gesetzgebung, die aber der neue, moderne Berufswelt, die wir haben, die sich in den nächsten Jahren rasant weiter werden entwickeln, die dem im Moment nicht Rechnung dreht, und das muss, wie gesagt, auch geregelt werden. Dann ist es vielleicht der letzte Punkt, das ist die Europäische Agenz für die Arbeit. Da hat die Kommission einen interessanten Vorschlag gemacht. Ihr wisst, die Mobilität, die wird Grenzen, geht immer mehr, wird Grenzen geschafft. Ja. Und das muss der Markt selber ist noch ganz stark national geregelt. Das Arbeitsrecht ist noch national, die Security Sozial ist noch national, alles das. Und da muss aber trotzdem mehr über die Grenze geschafft gehen. Und erstens Summe geschafft gehen, auch Daten ausgetauscht gehen zwischen den einzelnen Ländern, zwischen den einzelnen Inspektionen, Gewerbeinspektionen. Und natürlich muss das doch nur kontrolliert gehen. Und da gibt natürlich Streitfälle, da muss auch eine Mediation in dem Moment auf Platz gesagt gehen, Und ich meine, da hat die Kommission den interessanten Vorschlag gemacht, für eine europäische Arbeitsagenz zu gründen, für, wie gesagt, die Mobilität da, für das ein bisschen an die Griff zu kriegen, für das zu regeln, auch Hilfestellungen zu leisten, an puncto Informationen für die einzelnen Länder. Da schaffen wir ganz intensiv, da Bulgarien nach nicht so, da man da auch kommen. Das wird auch, wie gesagt, an österreichische Hand gehen. Da geht es ja auch darum, wen den Arbeitsmarkt noch kontrolliert. Und das ist, wie gesagt, im Moment das Problem. Und dafür haben die Leute ganz oft das Gefühl, dass wir kein soziales Europa haben. Wir haben ein soziales Europa, wir haben eine Gesetzgebung, aber sie wird ganz oft mit Face getrippelt, sie wird nicht angehalten und sie wird für allem nicht intensiv genug kontrolliert an alle Bereiche. Und ich meine, das ist etwas Bedauerliches. Und dafür sind Memberstaaten responsabel. Und die müssen, wie gesagt, in Zukunft einen Teil von ihrer Kompetenz laut dem neuen Vorschlag aufgehen. Für das kann europäisch da mehr geguckt gehen und noch mehr angegriffen gehen und noch mehr reglementiert gehen und am Streitfall dem Moment doch tranchiert gehen. Das sind so ein bisschen die Bereiche gewesen, wo ich dort geschafft habe mit den Bulgaren, aber was so übergeht an den von den Österreichern. Und das wird auch nächste Woche, wie gesagt, zu Straßburg ein grosses Sujet sein, wo die enge Bilder machen, wo die anderen Prävisionen vorlegen, hier Prioritäten vorlegen. Und da sind wir dann ganz gespannt darauf, wo sie die Schwerpunkte werden setzen. Das wäre, wie gesagt, das Woche von Brüssel. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.